Hallo, herzlich willkommen zu Space Engineers. Ja, mal etwas anderes. Mal kein Horrorspiel, mal nicht irgendein Gelegenheitsspiel. Muss den Stream pausieren. Ja, habe ich gedacht, jetzt zeige ich euch da mal ein bisschen, was wir so machen in diesem huere komischen Bockmore-alten Spiel. Ja. Vögel? Aha, warte, ist in der Musik. Hui, mein Wähler. Also. Im Moment sind wir gerade an unserer Mars-Basis hier. Unser Heimplanet ist dort oben. Der ist ein bisschen weiter weg. Aber das ist sehr scheiße. Darum sind wir jetzt hier oben. Jetzt bin ich da hinten an einem riesigen Saumohren-Maschinenraum. Es sollte mal so eine automatisierte Produktionsanlage geben. Irgendwann. Es laggt. Pfui. Hier sind die Raffinerien, die alle zusammen viel zu wenig Strom bekommen. Ja. Weil das unsere einzige Stromgenerationsquelle ist da hier. Darum, wie gesagt, gehen wir als erstes mal ein Kernkraftwerk stellen. Da muss ich zuerst ein paar Reaktorkomponenten machen. Verreckt. Nein, jetzt sind natürlich all die scheiß Star Wars Knarren dazwischen. Ja, jetzt. Reaktorkomponenten, super. Den Käfig können wir anfangs mal stellen. Ui. Der ist da unten im Keller. Ah fuck, der Alarm ist noch drin, egal. Da hier sind die Schildgeneratoren für die Base. Nur ein bisschen übertrieben, aber egal. So viel hat es sicher. Ah genau, das 3D-Modell für die Base. Ja. Und die Junge legt es wie Scheisse. Ich glaube, ein kleiner Keim lenkt mal. Jetzt stellen wir 2 kleine Reaktoren her. Dann ist das gut. Das ist auch jetzt nach, hä? Natürlich ist jetzt nach, der Schafsäckel. So. Ja, einfach Reaktorkomponenten fehlen, hä? Gut. Ich weiss nicht, warum das Junge so legt, ehrlich gesagt. Das wird auch wegen den Generatoren sein. Das ist echt Musik ein bisschen zu laut. Ist blöd, schaut niemand zu. So, jetzt ist die Musik sicher leiser, wenn du spielst. Also, wir gehen schauen, ob der Song das Zeug schon gemacht hat. Ja, tatsächlich. Also warte, jetzt, das ist Sensor und das ist eine Reaktorkomponente, gut. Aber ich mache jetzt nochmal 200, weil mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie viel das es braucht. Ah, fast vergessen, Uran sollte man vielleicht auch noch mitnehmen. Ist der hier falsch? Ja, Wasserstoff haben wir auch nicht mehr gross, habe ich so das Gefühl. Nein, sag mal.
100 hat es blöd, hätte es echt gelenkt, aber jetzt. Super, dann tun wir da gleich beladen. Sag ich mal je 100. Dann bauen wir da noch 2 Batterien hinten dran. Wo ich könnte mir ja Türme stellen, theoretisch. Und so etwas. Ja. Yeah. Oder auch nicht. Übrigens, das ist unser Keller. Er ist sehr tief. Also wir hätten noch längstens genug Platz für irgendwelche speziellen, komischen Projekte. Der Resu, ich sage immer mehr, der Resu wäre übrigens auch dabei. Also Minimal Project. Aber der pennt nicht noch, weil der steht seit etwa 3 Wochen, also immer seit der Ferien, jetzt steht er sich immer erst um 5 Uhr am Abend auf. Darum, ja. Also haben wir gesagt, keine Herstellungskomponenten. Ah, da kann man raus, super. Herstellungskomponenten und... jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Aber logisch. Energiezellen. Fuck, haben wir keine. Haben wir auch hier noch? Ja. Mal alle mit. Herstellungskomponenten ein bisschen wenig. Machen wir mal 2000. Oder 10.000. Oh nein, nicht so viel. Ja, das sollte mal länger. Dann können wir hier nämlich auch die Hure Begasungsanlage da einschalten. Weil die muss nämlich ziemlich viel Dampf rausdrücken, wenn wir dann die ganze Zeit vergessen, die Türen richtig auf und zu zu tun. Oder besser gesagt, wenn wir keine Druckschleuse haben für die Kellerrachen. Das sollte ich vielleicht auch noch machen. Ah, der hure Drecksalarm. Alle. Perfekt. Energieturm Nummer 1. Machen wir da noch so einen Reib. Dann bedeckt es nämlich auch, dass da hier nicht sauber rausgeputzt ist worden. Geil. Gut, dann kann der Scheiß mal laden da hier. Ja, wir haben eine leichte Unterproduktion an Strom gesehen. Die Reaktoren drücken 15 Megawatt. Das hat zwar länger. Dumm, egal, wir schauen mal. Oh, die Schildgene ist natürlich, Logo. Ha, Scheiße. Die saufen. Potsdammer-Wettersicht. 221 Megawatt. Ja, verreckt. Ja gut, die hat keine Flugspulen dran geschossen, aber gleich. Bots, Heilandonner. Beziehungsweise 85 Megawatt. Ja, das ist nicht so... Es ist nicht so optimal, unser Energiesystem da hier, sagen wir es sich mal so. Wir sollten echt noch einen grossen Reaktor haben. Oder einfach einen Schildgenerator an. Ich schalte einen Schildgenerator ab. Jetzt habe ich beide abgestellt und jetzt fängt es an zu laden. Jetzt kann man auch Anzugenergie laden, aber sobald Generatoren am Laden sind... ja... Der kautet es. Aber das ist, so viel Strom können wir hier niemals liefern. Ausser man würde einen grossen Reaktor aufstellen.
Ja, wobei... Wir tun einfach mal einen Generator abstellen. Zwar ganz eigentlich am liebsten. Ah, kann man nicht, okay. Also dann mit sich ein aktiver Schildgenerator. Autsch. Der auch am Laden ist. Und trotzdem haben wir eine massive Unterproduktion. So einer ist abgestellt. Der ist abgestellt. Benötigt Zufuhr 442 Megawatt. Das Problem ist, wenn wir angegriffen werden und keinen Generator parat haben, haben wir ein riesen verdammtes Problem. Kann man die einzeln ab... Oh, man kann die Kondenser abschalten. Perfekt. Shield Caps. Ah, perfekt. Also ja, fast perfekt. Also jetzt... Die sind jetzt abgestellt. Jetzt komme ich langsam nicht mehr raus hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Stromnetz ist gerade leicht am Zusammenbrechen hier. Das ist suboptimal. Also wir haben tatsächlich einen Netzwerkzusammenbruch gehabt. Super. Wegen zwei verfickt grossen Schildgeneratoren. Gut, eben, sie sind halt. Sie sind hure potent. Ah ja, super, sie hat Kondenser geklebt. Geil. Na egal, wir werden schon nicht angegriffen. Wenn, dann gibt es ja noch Backups. Aber nur so zu sagen, das ist brachial, die Geräte hier, die sind einfach brachial. Da kannst du Gottverdammt drauf, da kannst du Bomben draufgehen, da passiert jetzt einfach 10-mal gar nicht. Das ist einfach nur genial. Aber eben, sie brauchen wahnsinnige Energie. Die wir nicht haben. Die wir leider einfach nicht haben. Aber weißt du was, jetzt stelle ich hier nochmal 2 Reaktoren her. Oder 3 entsprechend. Perfekt. Weil da haben wir schon das Doppelte, also da haben wir schon das Dreifache an Energieproduktion, die wir jetzt bis vorher hatten. Das ist, glaube ich, schon viel wert. Der hure Alarm sollte ich wirklich... Ich sollte den Abstellknopf für den Alarm einbauen. Oder regt mich jedes Mal auf. Na! Jetzt will zum Stegen laufen, geil. Hier kann man übrigens den Helm... Man sollte hier echte Schleusen einbauen. Das mache ich jetzt schon... Aha. Ja, es ist nicht... Echt nicht viel in den Keller gehen, fertig. Dann hat man jetzt eine ziemliche Druckstabilisierung. So, jetzt haben wir den Helm auftun. Und der Alarm nervt. Helm zutun. Rausgehen. Top. Also. Ja, der ist immer noch am... ja, hör auf. Genug. Mach gescheiter ein... wo ist der Scheiß? Nein, das nervt mich jetzt. Da.
Machst du wieder 800 von denen. Also wir haben leicht einen Silbermangel, was aber nicht so schlimm ist, weil wir haben noch tonnenweise davon in Produktion. Ah, das war Sensorkomponent, nicht Reaktor, das ist nicht gut. Ein bisschen Leben tanken hier. 400. Ah ja, und Eis müssen wir auch noch mitnehmen. Und apropos Eis, ich muss mal die Flaschen laden. Und die wären da hier. Siechen werden gebraucht. Nicht normal. So, der ist jetzt hier langsam, aber nicht sicher am Füllen. Also nur die 3, besser gesagt. Das wollte ich da noch ein bisschen schöner bauen, da hier alles. Das ist ein bisschen so wie da auch, also echt überall. Aber eben im Survival ist das halt nicht im Vordergrund. Dort muss es zuerst funktionieren und dann... Ja. Das ist übrigens unser Bohrer hier. Und der hat einen Schaden, sehe ich gerade. Einen permanenten Schaden hat er. Ah gut. Müssen wir dann noch flicken, dann ist der Mais mit dem Bohrkopf einfach abgehakt. Beim Bohrung unter. So hat er gechattert, dann ist der Kolben raufgekommen, aber der Bohrkopf war noch dumm. Was habe ich jetzt wollen? Ah ja genau, Reaktoren wollen. Das längt Fang für einen. Für einen gehe ich nicht ab. Dann machen wir auch die Fangs weiter. Eben, da hier sind die Raffinerien, die fickt langsam arbeiten. Platin hat man da noch. Silber. Ja. Irgendwie wird noch einmal eine Materialannahmestelle bauen. Also so eine semi-automatische, die man einfach ankoppeln und überladen. Irgendwie mit einem Frachter oder Transporter oder weiss ich nicht was. Oder einfach ein Containersystem machen mit Sattelschlepper oder Stapler mit Magneten, irgendwie so etwas, wo man etwas zum Fausten hat. Aber eben, zuerst mal sollte man schauen, dass wir überhaupt Strom auf dem Netz haben, bevor man da irgendwelche überambitionierte Projekte anfangen. Gut, und diesen Raum, den muss man auch noch ein bisschen... Dann muss man noch ein bisschen ziehen, hier, der ist zu klein. Der ist wesentlich zu klein. Ah, leck, ist das mühsam zu machen. Tipptopp. Ja, dann kann man dann nämlich Doppelreihen herstellen von diesen Raffinerien. Apropos Raffinerie. Ein Lager sollten wir auch noch haben. Ah, verreckt. Eine Produktionswerkstatt, ein Hangar und ja, verreckt. Weiss doch nicht was alles noch. Aber es ist ein Spiel, da baust und baust und baust. Je mehr du baust, merkst du, umso weniger hast du eigentlich gebaut. Also im Sinne von, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Man hört nie auf, man wird nie fertig. Es ist morgen um 3 und man sollte arbeiten. Das ist genau die Art Spiel. So, mach ein bisschen schneller, du Saumohren. Kann man noch ein paar nehmen? Supraleiter. Müssen wir für die Huren Upgrades haben.
Ja, es kann sich nur um Stunden handeln, es fehlen noch 22. Noch 12, noch 8, noch 6, noch 4, noch 3, noch 2 und wir haben sie. Dann können wir jetzt nämlich diese Reaktoren auch noch fertigstellen. Alarm. So, dann haben wir hier gleich die dreifache Produktion nämlich. Ist reingegangen, ja. Schauen wir mal, ob wir einen Generator anlassen können. Tatsächlich. Es reicht. Jetzt mal einen laden. Ohne dass das Netz zusammenbricht. Okay, gut. Aber ich weiss, ja, okay, Überproduktion, super. Unterproduktion meine ich. Also, die Antwort ist nein. Es muss doch noch nicht beißen. Aber immerhin muss die Batterie jetzt relativ schnell aufladen. Halbe Stunde braucht es. Ist doch nicht schlecht. Obwohl eben, es könnte besser sein, andererseits, aber ja, egal. Du. Eigentlich nicht angegriffen werden. Im Moment. Es geht. Obwohl, ich würde zwar einen schon hure gerne laden. Aber eben, dann geht es 2 Stunden und dann ist der Saft unter. Und ich sage, in 2 Stunden ist das sicher nicht geladen. 884 Watt. Ui. Ja. Effektivitätsrate. Also wir müssen noch 4-mal mehr Reaktoren herstellen, für das es schon nur ein Generator möchte aufladen. Das ist noch eindrücklich irgendwie. Aber ich glaube, wenn wir jetzt 2 Stunden lang den Sieg laufen, dann würde es gehen. Aber wir machen es glaube ich wieder nicht. Sie sind einfach viel zu gross. Sie sind viel zu gross. Ah, du Drecksalat, nicht schnurren. Nicht, und dann haben wir jetzt sicher genug Saft für alle anderen Scheiß. Da hier sollte noch eine Tür her. Wunderschöne Luft einfach weg, super. Dann machen wir hier eine saubere Tür. Nein, halt. So. Nein. Das daher. Gut. So ein bisschen eine Schnur macht, nicht wahr? Aber jetzt frage ich mich, ob der Raum hier tatsächlich so machen will.
Oder auch nicht. Wir tun ihn, glaube ich, mal rauslassen. Saubere Sache. Jetzt hätte ich das aber gerne irgendwie noch weiss. Oh, viel zu gross über einen Scheissblock. Aber warte, ist das auch wieder blöd. Können sie ja einfach so machen. Nein. So, dann sieht es nämlich auch ein bisschen schöner aus. Dass das da irgendwelche Huren Klötze plötzlich zumindest im nächsten. Ja, Farbverteilung muss man da nochmal. Müssen wir eh noch einmal dahinter gehen von dem her. Schön da. Nein, du Sauhund. Dann noch das Dächeli rein, dann ist das gut. Aber weißt du, wir können zwar ein Glaspanorama-Dach machen, theoretisch. Das machen wir jetzt. Ich hätte es eben gerne gerade, Kröpel. So. Nein, du Sauhund. Es gibt eben Fenster, dann gibt es noch invertierte Fenster. Und irgendwie funktioniert jetzt sogar beides nicht, aber ist ja gleich. Ah, jetzt geht's, wenn man beide nebeneinander hat im Inventar. Gut. Sonst geht's nämlich irgendwie nicht. Was, kein Träger mehr? Was bist du für ein Arschloch? So. Aufladen, wieder einisch. Das regt dich am meisten auf, weil das ist das Einzige, was man nicht erweitern kann. Man kann Flaschen für Sauerstoff, für Wasserstoff, für alles mitnehmen, aber Strom kannst du nicht mitnehmen. Scheiße, was hat es jetzt geheißen, dass es zu wenig hat? Irgend. Ja, Glas ist sicher immer gut. Wieder ein Lumpenträger. Oh, geil, Sandstone. Geht manchmal schnell. So. Machen wir da hier noch zu. Scheissdreck.
Perfekt. Also, dann haben wir jetzt hier im Moment keinen Sauerstoff mehr, aber das ist glaube ich nicht so tragisch. Das ist ja ganz geil. Mal schauen, ob die jetzt dafür Försche machen da hier. Ja, nicht unbedingt. Ja, nun, wir stellen jetzt in jedem Fall heute schnell einen Container. Und zwar einfach aus dem Grund. Ah, fick die doch einfach. Und zwar einfach aus dem Grund, dass wir auch heute schnell Kopf damit die Ladung können hier lassen, dass er nicht so schwer ist, der Karren. Weil das ist gut, das sind 500 Tonnen Stahl an Bord. Das könnte auch hauptsächlich an dem liegen, habe ich so das Gefühl. Tipptopp. Also, dann fangen wir mal an, von Eis rauszutragen. Hä? Ah, das ist. Ah ja, natürlich. Naja. Ja. 440 Tonnen, heute schnell. Über damit. Sonst hat es glaube ich nicht der Haufen an Bord. Ah genau, man sollte es vielleicht nochmal markieren. Top, hast markiert. Gut, dann gehen wir jetzt im grössten Huren Sangsturm. Gehen wir auswärts. Ist die automatische Zielerfassung? Ja, ist es. Also. Die Fahrwerke und die Regeln. Turbine starten und weichen damit. Scheinwerfer anlassen. Schütze auf manuelle Zielerfassung. Was ist denn das für Rechts? Ah, das ist ein Laser. Geil. Aber wie gesagt, manuelle Zielerfassung ist an. Waffentest. Funktioniert. Gehen wir doch mal Material reichen. Also, wir haben noch 0,6 gegeben. Das reicht noch nicht zum Abstellen. 0,4 geben. Noch 35.
So, die ersten Kämpfe kommen schon zu fliegen. Aber wir sind leider noch nicht ganz aus dem Gravitationsfeld raus. Machen wir doch nochmal einen allgemeinen Waffentest. Perfekt. Scheint ja alles tiptop zu funktionieren. Noch 0,17 G. Also ich kann mir jetzt so Anland abstellen, ist das geil. No, 0,1. Ja gut, zwar das ist nicht so tragisch. Theoretisch sagen, beim dem da vorne können wir den raus haben. Also jetzt fahren wir mal den Detektor aus dahinter. Das ist eigentlich für gewisse Erze zu zwingen, die man sonst einfach nicht sieht. Für das ist das Gerät da. Wir kommen verfickt schnell, Stabi sich schiessen und gut ist. So, jetzt sind wir draussen, 0,0 G. Und ich merke gerade, dass das hier nur 2 Bremsen hat. Nein, 4 hat er. Also gehen wir mal schauen, ob es da irgendetwas hat. Normalerweise würde es das jetzt so braun-grau irgendwie anzeigen, aber auf dem scheint es nichts Interessantes zu haben. Dann gehen wir auch zum nächsten. So, dann kann man nämlich die Triebwerke abstellen, für ein bisschen Most zu sparen. Sorry, wenn ich nicht weiss, was sagen, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen... Es fühlt sich ein bisschen unnötig an, wenn ich keine Sau zuschaut. Helikopterbremsmanöver geht immer am besten. Es sieht wieder ein bisschen nach nichts aus. Ja, aber hure sicher läuft der hure Detektor überhaupt, ja. Da ist das auch nicht, dann gehen wir wieder zum nächsten. Zivile Mining-Station, die macht einem nichts.
Anders als der Kalt und SPRT, obwohl Kalt haben wir hier gar nicht drin, weil die einfach zu fest nerven. Da kommt alle 5 Minuten gegnerische Drohne und fetzt dem einfach ab und das ist irgendwie gar nicht mehr so geil. Vollbremsung. Darum jetzt, da muss es etwas haben, schreckt mich auf. Oder auch nicht. Das könnte etwas werden dort oben. Das sieht gut aus, tatsächlich. Oh nein, es sieht dann verpackt aus als gut, aber ist ja gleich. Da ist Eisen. Nur blöd haben wir Eisen eigentlich schon viel zu viel. Ah, du siehst Eisen. Aber ja, das gibt es halt auch, dass man manchmal halt einfach diesen huren Scheissbröcken gar nicht findet. Vielleicht ist das echt ein Generierungsfehler, aber ich weiß doch auch nicht. Der rechts sieht irgendwie noch vielversprechend aus. Ja, wohl. Nichts hat's, nichts hat's. Das ist schlimm. Was könnte Uran sein da vorne? Das ist Uran.
Oder? Nein, es ist nur ein Texturfehler. Ah, Gottverdammt. Ah, hier, schau da, hier hat es etwas. Eben Eisen und das soll Kobalt sein. Ja, das ist ein reicher, da hier, das ist ein reicher Stein. Gut, fahren wir doch das Bohrwerk mal aus. Wir lieben es. Perfekt. Stechen wir rein. Ah, nein, habe ich jetzt fast vergessen. Arbeitsscheinwerfer fehlen noch. Top. Ugh. Ja, das ist ja riesig, der Scheissdreck. Gottverdammt. Aber das Blaue, das ihr gesehen habt, das war der Schildgenerator in Action. Oder das ist nicht immer noch. Also ohne den wäre die ganze Bohrerei-Geschichte unmöglich. Es wird jetzt ewig alles heranzugehen. Ach, 68, 90, 100, ja, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, wir nehmen noch ein bisschen. Dann nehmen wir von diesem Scheissdreck auch schon wieder bald genug.
So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug von dem Kabis. Ah, Gott, das lenkt. Eisen hätten wir ja eigentlich genug, aber ja, wenn wir schon da sind, dann nehmen wir doch noch ein bisschen Eisen mit. Eisen kann man schliesslich auch immer brauchen. Gut, lenkt. Jetzt wäre das recht geil, wenn es hier noch irgendetwas anderes hätte. Zum Beispiel so ein bisschen Uran irgendwie. Aber anscheinend nicht. Was ist das? Okay, nicht angreifen, nicht hergehen, sie ist gefährlich. Silizium und Magnesium hat er. Das ist gut, das nehmen wir an.
Und wir haben einen Schaden. Irgendetwas hat das Schädel genommen. Jetzt sind noch ganz. Okay. Alles noch Zweig. Machen wir den Gravitätsgenerator an. Magnesium, das wird im Kern drin sein, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt gehen wir mal zurück. Reisen hier zurück, oder? Ich mag gar nicht mehr irgendwie. Es verreckt das auch. Müssen wir ein Apple reichen. Was ich nur noch um Stunden handle, das schießt Touren an. Endlich Gravitationsfeld, Drehwerk abstellen, saubere Sache. So, jetzt muss ich noch schauen, dass wir den Scheiß aus den Bohrer rausbekommen. Ups, falscher Knopf. Und zwar bevor wir hier unten raufkommen. Der hält nicht. Nehmen wir es halt mit ab. Nein, das ist so ein Scheiß. Bremse.
So, gehen wir weiter. Und zwar ohne die unnötigen Scheisssteine. Also wieder in die Neutralposition bringen. Was ist denn das jetzt für eine hure Scheiß da? Schildgenerator ist einmal an. So, können wir die Pässe mal angreifen. Oh, oh fuck, warte schnell. Also, gehen wir uns das mal angucken da. Es scheint nämlich nicht mehr sehr viel davon vorig zu sein. Oh doch. Wir nehmen es mit Beschuss und gehen jetzt zurück. Schade, schade, Schild ausgefallen, nicht gut. Jetzt hat sie etwas verraucht. Muss schnell blicken. Ah, Conveyor Tube, jetzt versaut. Ah, nur ein paar Necki. Autsch. Nur ein paar Necki und die Frontkamera hat es verprätscht. Nein, nicht. Scheiße. Ja, ich bekomme Unterstützungsfeuer vom Schiff.
kannst voll aufhören drauf schießen, du Mongo. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gut, kaputt gemacht. Das zerlegen wir jetzt mal. Oh! Der Sauhung. Cool, wie auf dem Hitzer oben. Der schießt jetzt hier schön brav weiter. Nicht gut. Ich muss schnell neu laden, das geht schon nicht. Nicht doch blöd. So, lad. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut zurück. Also schalten wir das mal auf automatisch um. Ja, verreckt. Ich müsste testen. Okay, Eigenbeschuss, ja. Was zum Fick ist das? Oh, das ist big. Cool. Das Sieg gibt ihm. Hure geil. Gesundheit. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht, gut. Das nehme ich aber. Oder auch nicht. Also automatische Waffensysteme sind verdammt gefährlich. Oh, Hilfe. Hiu. Also gut, gehen wir schauen, warum das die sich am Schießen. Ah, ich weiss warum. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, das Teil kann mehr austeilen als die Schießstation dort.
Ja, eindeutig. Aber wir müssen mehr Durchschlagskraft haben. Das machen wir jetzt. Ich habe Bock, etwas Bewaffnetes zu bauen. Ich habe das Gefühl, wir haben keine Munition mehr. Gut, aufhören, schön brav bleiben. Wir haben sie gut genug geschwächt. Wir haben so nah bei unserer Base, die Säulen. Apropos Base, ich kann nicht bremsen. Eine höchst akkurate Punktlandung ist das jetzt gewesen. Perfekt. Das kann übertragen, das wird ich eben auch noch automatisiert machen. Irgendwie, dass man den Scheiß nicht gegen von Hang aus überkutten. Wir haben nämlich sehr, sehr viel dabei, darum, ja. Es schießt so an, das so zu machen. Kobalt haben wir das sicher genug lernen. Oh nein, ein Game längt es nicht. So leer, super. Ich würde dem sich eben gerne so das Frontwerkzeug gerne austauschbar machen. Das wäre so richtig geil. Also man könnte sagen, so Bohrer weg, schwerer Geschützturm drauf. Oder irgend so etwas. Was gibt's da überhaupt Chance?
Ein Heavy Laser. Testen wir doch gerade. Ja, Donnerwetter sich. Nein, weisst du was, gescheiter nicht. Gescheiter nicht. Oh, jetzt weiss ich nicht, jetzt hat irgendwie Bock, am Star Wars Projekt ein bisschen weiterzumachen. Irgendwie aber auch nicht. Weiß doch auch nicht. Ah, das hat ja hier gar nicht so viel Verschiedenes, hä? PDX haben wir. Heavy Laser. Slinger AC. MA Blaster Turret. Hey, irgendwie hätte ich Lust, das am CMB zu testen. Das nimmt mir jetzt anders unter. Da das neue Waffensystem. Genau, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zum CMB weiterbauen. Und zwar am Super CMB Waffensystem testen. Obwohl andererseits, dann müssen zwar jede Waffe neu beladen. Phew. Nee, irgendwie nicht. Was, das haben wir nicht gehabt? Okay. Also, ich mache das auch selber. Der Stream ist glaube ich schon langweilig wie ein Saumohren gewesen. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen, bis zum nächsten Mal und Hallo.